In der Tiefseehöhle auf den Spuren von Team Magma. Willkommen zurück, Freunde, hier zu Pokémon Omega Rubin. Ja, was hat Magma hier wohl wieder für eine Scheiße angerichtet? Mal gucken, ob wir sie irgendwie noch aufhalten können. Dann nochmal gucken, was genau für eine Höhle ist. Okay, wir sehen da hier und da ein paar Mitglieder. Ein großer Felsen! Ja, Stärke einsetzen. Ach ja, die tiefste Höhle hier ist ein kleines Labyrinth. Ich sage extra klein deswegen, weil man sich eigentlich hier kaum verlaufen kann. Es ist natürlich möglich, wie es eigentlich so oft möglich ist, aber naja. Dürfte für uns kein Problem sein. Yeah. So, servus. Wir können hier keine Kinder gebrauchen. Aber nach Hause mit dir und zwar Dolly ins Bettchen. Kumpel, ich bin 26,5, ja, also Schnauze. Come up. It's Blackie Time! Droschel. Ich droschel dich. Dann leg mal los. Und zwar mit dem Drachentanzband. Gesagt, ja, Drachenklaue. Ja. Übrigens, Freunde, noch ein kleiner Hinweis. Ich habe da was angedeutet von wegen, ja, jetzt Spezialparts und so kommt auch noch alles. Sprich, jetzt eigentlich 1:1 zu Alpha Saphir, was ich jetzt bei Omega Rubin mache, bis zur, ja, einfach mal die ersten 2 Parts, ich will nicht so viel spoilern. Das wird nicht ganz klappen, also mehr oder weniger schon, aber, ja, sag's mal so, bis mit dem Event von, Groudon hier, es wird doch mehr Zeit beanspruchen, als ich ursprünglich dachte. Deswegen jetzt vermutlich 3 Parts Omega Rubin und dann 2 Parts Alpha Saphir. Naja, so ungefähr zumindest. Hat's überlebt? Also stimmt, Bedrohung ganz vergessen. Ja, weil es kann ein bisschen Konzentration und so. Beim Quatschen, nicht beim Spiel selbst. Aber keine Sorge, es kommt alles noch. Also das Wichtige ist dabei, in Alpha Saphir Parts, aber naja. Hier, Omega Rubin wird doch noch länger dauern. Wenn dieser Weg halt, bis wir dann auf Mark treffen. Ja, wieder mal durch Mark und Bein, aber das war sowieso zu erwarten. Dankeschön. Super, das ist echt eng. Ich habe schon immer blaue Flecken. Ja. Was interessiert mich das? Der Rüpel. Ein Golbat. Ja, guck mal an. Drosche. Naja, wissen wir doch alles. Auf Stufe 48. La 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 la. Ja, und gemäß DV-Rechner hat Raschel, also sprich unser Blackie, wirklich auf 4 Werten, also sprich KP, Angriff, Spezialverteidigung plus Initiative, wirklich überall 31 DVs. Ah, stimmt, gerade beigebracht. Azumi hat gar keinen Zertrümmerer drauf. Ist auch nicht wichtig. Zumindest jetzt noch nicht. Hey, wer bist du denn? Der Verteidigung, glaube ich, ist sogar etwa 28 bis 29, also auch schon ziemlich viel. Nur als Spezialangriff, der ist, glaube ich, nur 0 bis 1. Natürlich, ja, auch halt vom Feuersturm war. Gut, es ist halt hartes Wesen. War ja zu erwarten. Aber erstmal warten, bis sich Blackie entwickelt. Kann man ihm noch schauen, ob er wirklich irgendwie einen Feuersturm noch beibringen oder sagen, nö, ich mach's nur physisch. Denn die Drachenklaue, die haut richtig rein, Mann. Und das schwächste Pokémon-Team Level 48, das glaubt mir ja keine Sau. Bitte, na toll. Ja, würdest du natürlich. Schieb dich endlich mal. Blub. Dankeschön. So, hier schon wieder. Schieben, das ist doch Schiebung. Was ist das Trompetenspiel hier? Oh mein Gott, was ist denn hier schon wieder? Du bist echt hartnäckig und bis zum Meer ganze Folge, aber bis hierhin und nicht weiter. Das ist sowieso so etwas. So ist Team Magma hier unten. Magma unter Wasser? Hallo? Da war es natürlich damals bei Smaragd viel geiler und ich hoffe so sehr, dass noch ein Remake von Smaragd rauskommt oder irgendwie ein DLC vielleicht für Omega Rubin Alpha Saphir. Wäre doch eigentlich auch noch ganz nice. Wie soll ich das erwähnen, das sage ich dann noch nach der Liga, sag's mal so.
Weil es kommt noch ein Zeitpunkt, wo es eigentlich noch ein Indiz dafür gibt, dass es doch eigentlich noch eine Fortsetzung geben könnte. Von mir aus auch irgendwie Omega Rubin 2. Ich glaube damals bei Schwarz und Weiß war es ja auch so. Lalalala, und ja, es geht nur langsam voran. Aber zum Glück haben wir es getauscht, ey. Unser Black wäre es kein Tausch-Pokémon, wird noch Ewigkeiten dauern. Ja, bitteschön, wo ist denn hier ein Item? Eine Fluchtzahl ist hier. Nice. So, dann tun wir direkt weiter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Nö. Ja, wenn wir von vorhin. Toll. Im Kreis marschiert anschlägt. Das war irgendwie total unlogisch von Höhlen her, aber egal. Jetzt bin ich hier. Okay. Dann haben wir einmal eine Runde rumgemacht. Okay. Geht natürlich auch, Mann. Wir müssen Stärke einsetzen. Möchten nicht, müssen schon. Ich glaube, die ganze Trümmer hier nach, damit ich hier weiterkomme. Wohl bis hierhin komme ich ja. Aber ist denn dort oben noch etwas? Doch, das ist noch ein Höhleneingang, aber es ist eine Höhle, die ich brauche. Ich überlege gerade. Ich glaube nicht. Okay, das war der Teil. Der Teil. Und hier gibt es irgendwo noch eine TM. Ich gerade welche das schon wieder war. Ich weiß gerade natürlich nicht mehr. Hui, einmal rundherum, rundherum, rundherum. So, dankeschön. Ne, da war der Eingang. Okay, warte, ich glaube, die TM dort links unten war. Nö, auch nicht. Wird natürlich immer besser. Nein! Was für ein Mist, hey. Mann, hey. Ja, hier, toll. Ich muss sowieso auf der anderen Seite herkommen. Was bringt er gar nicht? Moment mal. Wenn ich jetzt den schiebe hier. Okay, doch so könnte es klappen. Dann bin ich hier. Tschüss. Ja, muss ich, okay. Bringen wir dazu mir auch noch Zertrümmererbrei. Wieso nicht? Kann es nachher wieder verlernen lassen, denn ich will dazu mir eigentlich vor allem die 3 Wasser-VMs beibringen. Die sind wichtig, der Rest. Aber eigentlich noch Geradax dazu, war. Also der Ziggy halt. Den Knudler vergessen, ich will jetzt nicht knudeln. Nö. So, dankeschön. Und... Genau! Ein Beleber in einem Felsen versteckt. Ein Felsenbeweger. Wow! Das war fast zu vieles Guten. Gehst mal runter, Kumpel. Jetzt ein bisschen geglitscht. Geglitscht. Das wäre auch nicht schlecht. So. Kommen wir ein bisschen einfacher hier durch. Voila. Dann war also eine Sackgasse der Weg. Was doch hier die TM? Kann natürlich auch hier gewesen sein. Irgendwo hier war noch ein gelber Pokéball. Das weiß ich doch. Ja, ich glaube hier in der Mitte sogar. Was habe ich gesagt, Freunde? Die TM 55 Siedewasser, also wir können sie unserem Milotic endlich wieder beibringen. Ist das nicht der Hammer, Baby? Geil, Mann. Ja, sogar Kai freut sich. Okay, gut. Passt soweit. Weiter geht's. Ich glaube, da unten wird doch sowieso, oder was hier oben? Okay, das ist bereits das nächste.
Der nächste Arsch ohne Barsch. Doch hier, oder? Genau. Das ist halt der andere Wasserweg, sprich, ich wäre einen anderen Weg gegangen, wäre ich hier rausgekommen. So. Ich möchte so Stärke einsetzen, natürlich möchte ich das. Ja, halt bei Alpha Saphir ist genau das gleiche, einfach mit Team Alpha sage ich schon, Team Aqua, dankeschön. Der Rest sonst genau gleich. Wer bist du, Insling? Wie bist du hier reingekommen? Den Höhleneingang? Da war ja kein großer Felsen davor. Oh nein, schon mag nein, ich hasse die Dinge, verdammte Bedrohung, ey. Da habe ich immer, zum Glück ja als Kontra natürlich immer mein Metagross. Zumindest mal eine Alpha Saphir, war. Denn das kann mit Neutral Torso richtig schön dagegenhalten. Ja. Redet er mir einfach ins Gewissen, die Potsau. Der Bedroher kann ganz schön nervig sein. Weil noch wenn sie irgendwie Gruppenkämpfe sind, bei 5 Mark 9 zum Beispiel. Oder wenn sie irgendwie halt Pokémon tauscht und so. Aber übrigens auch bei Alpha Saphir ein Pokémon, das mit Bedroher noch ziemlich gut rein switchen kann. Und vor allem immer wieder. Ja, Flammenwurf sollte mal beibringen. Ich weiß nicht. Ne, kann ich aber die Themen dazu noch. Braucht's nicht, braucht's nicht. Er braucht das nicht. Nee, nö. Smog. Nö. Smog. Ich sag nein. Er hat sowieso nichts. Also eine verdammt hohe Verteidigung, hey. Alter! So ein 31 Spezialverteidigungs-Dave aus von Arsch alles. Okay, haben wir noch zu viel. Ja. Scheiße. Ich habe natürlich. Hey, Tommy nicht dabei. Hey, Tommy, wo bist du, das nicht mal brauchen könnte? Naja, gut, das setzt Gift ein. Und unser Stoß macht natürlich auch Giftattacken gar nichts aus. Es lebt der Stahltyp. Arsch, so, jetzt reißt sie aber. Und it's Mega Time! Los geht's! Chaos digitiert zu Mega Chaos. Ich krieg davon einfach nicht genug. Yo! Friss das, Bitches! Ja, hat's voll gelohnt. Einfach nicht eine Niederlage. Scheiße! Ja, so kann's kommen. Gut, war der Typ im Arsch. Jetzt braucht er dringend mal eine Top-Genesung für Blackie. Haben wir überhaupt noch eine? Jo, genug sogar noch. Einen haben wir noch, Freunde. Ja. Die Entwicklung schreit. Sie ruft nach uns. Ah, ich glaube, wir sind bereits am Ende, Freunde. Also sprich, bald schon kommt Mark zum Zuge. Okay, das muss man natürlich beide mal verschieben. Das ist ein kleines Rätsel, wo man sich vielleicht am Anfang noch ein bisschen doof anstellt. Ich spreche aus Erfahrung, ja, wohl gemerkt. Okay, haben wir das jetzt? Wir müssen da irgendwie durch, wa? Die zwei müssen da rein, sprich eigentlich nur einer wird reichen. Eigentlich nur der rechte hier, Den hochschieben, heißt, es muss da irgendwie durchkommen. Bedeutet, dass ich den irgendwie da wegschieben muss. Und das erreiche ich jetzt wie? Indem ich den um 2 Felder schiebe. Das war gerade eine kleine Schiebung. Ich Trottel. Ja, wieso ganz einfach. Natürlich, da wäre alles richtig. Müsst du doch noch einmal. Na, ja. Es wäre eigentlich alles richtig gewesen, soweit. Das Problem ist, aber, wenn ich das natürlich 2 Felder direkt so schiebe, können wir nicht mehr durch. Also erstmal den um einen, dann den noch. Jetzt kommen wir natürlich hier durch. So, dann den nochmal. Kumpel. Hallo. Bricks. Geht doch. Mann! So, den noch und dann natürlich den hochschieben. Zack. Jetzt können wir natürlich Perfektionist sein und sagen, na gut, geh wieder raus, man ist gleich wieder auf der linken Seite, aber wozu? Bringt ja nichts. Du kriegst keine Medaille dafür oder einen Orden oder so etwas. Nö.
Ja, wir kommen langsam. Ich glaube, sonst ja nichts mehr war. Ja, Pokémon noch, toll. Ja, doch, Freund, alles klar. Also, an genau dieser Stelle werden wir nach in Alpha Saphir auch starten. Ja, Beben, ich werde wahnsinnig. An der wichtigsten Attacken überhaupt. Könnte einer unserer Pokémon Erdbeben lernen, beziehungsweise braucht es das überhaupt? Blackie nachher als Brutalanda vielleicht, Logok weniger. Chaos, ja, gut möglich. Kokiri und Kai auch nicht, nö. So, 2 potenzielle Charaktere mit dabei, gut. Ja, aber abgenommen, toll. Sehr schön, ja. Also wie gesagt, etwa schätzungsweise 2 Parts, sage ich jetzt einfach mal, wa? In Alpha Saphir genau auch hier starten mit einem anderen Team natürlich, aber ansonsten an ähnlichen Konstellationen. Und jetzt geht's auf zu Mark. Weichei. Was für eine erbärmliche Figur du abgibst, Adrian. Mark, du! Mark und Bein, ich gehe wieder. Tschüss. Geht sogar. Jetzt gleich nochmal oder wie? Nö. Hey Freunde, wie geht's? Die Musik passt nicht, hallo. Ja, ausgezeichnet. Kleiner. Ich hatte insgeheim die Hoffnung gehegt, dass du jetzt hier auftauchen würdest. So wurde also mein heimlicher Wunsch erfüllt. Köstlich, einfach köstlich. Die wird nun eine besondere Ehre zuteil, denn ich werde ihn dir vorstellen. Unseren treuen Verbündeten, der gemeinsam mit uns, Team Magma, die Menschheit auf die nächste Entwicklungsstufe bringen wird. Das urteilliche Pokémon Groudon! Sieh nur, nicht einmal das glühend heiße Magma Meer aus Lava vermag es einem Schlaf zu reißen. Echt krass. Welch mächtige Kreatur. Ja, einen guten Panzer. Wie lange ich diesen Tagewein gesehen habe, eine unmessbar lange Zeit. Törichte Lehren, die das Nebeneinander von Mensch und Pokémon verherrlichen, haben den Fortschritt dieser irregeleiteten Welt gebremst. Diesem unerträglichen Zustand wird nun ein Ende bereit und ein neues Zeitalter beginnt. Mit Hilfe des urteillichen Wesens. Der Mann macht mal ein bisschen hin, hey, mit seinen langen Erklärungen. Der Tag ist gekommen, an dem ich mir die Kraft von Proto-Groudon aneigne. Und du bist das letzte Hindernis zwischen mir und meiner Bestimmung. Jedes Mittel, das mir zur Verfügung steht, ist mir recht, um dich aus dem Weg zu räumen. Hallo? Ja, du hast erkannt, auch die Mega-Entwicklung. Du glaubst nicht im Ernst, dass nur du und deine Pokémon sie einsetzen können? Doch. Ich hatte dich beim Schlotberger und beim Pyroberger später vertrösten müssen. Dafür soll es nun entschädigt werden. Mach dich bereit, ich werde nun meine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Das ist wahnsinnig! Ja. Und zwar, Freunde, er hat eine... Genau, Mega-Brille! Ja, vielleicht wieder mit besser, keine Ahnung. Nein, schon wieder Mark, nein! Ich hasse das scheiß Viech. Ich hab's schon oft gesagt. Und dieses hier hasse ich noch viel mehr. Ah, gar kein Bedroher, cool. Hat das ein bisschen Boost? Alles klar, Blackie! Du machst das schon! Drachentanz! Hey, hallo! Toll, hat er vollgebracht. Blackie, schnell, Drachenklaue! Nice! Siehst du, Kumpel, du hast keine Chance, Mann. Ein Smogmog schon wieder. Mog. Komm schon, Blackie, Drachenklau, du bist geboostet! Geht doch. Mog. Und nach der geht, ja, ich schaff es noch, ich schaff den Zyklon ins Boot. Ein X-Bar kommt selten allein, kein Problem für uns. Expert. Alter, das Vieh schnell. Tschüss, Mann. Und Tschüssikowski. Yes, Mann, Stufe 50. Es entwickelt sich gleich, Freunde. Also befürchte, er ist im nächsten Part oder wie? It's Chaos Time. It's Kai Time. Camerupt. Sein Pokémon ist Mega-Entwicklung beherrscht. Natürlich können 2 von unseren auch. Ja, echt nur 2 momentan. Logok
unser Champ gegen seinen Champ. Feuer gegen Feuer in einer Lavahöhle. Kann es noch epischer werden? Ich glaube kaum. It's mega time. Nun gut, Freundchen, willst du es so? Du kannst es so haben. Logok! Zeig, was du kannst! It's Mega Logok! Und Kamerupt geht hier zu mega fettem Kamerupt. Okay. Turmkick! Und tschüss. Das war ein Kurzauftritt, wa? Hehe. Ja, Mann! Logok ist unser King im Ring. Naja, fast. Alter, der hat auch schon eine Power. Hä? Das gibt's nicht, ist mein Brief verrutscht. Das wird geschafft. Du bist eine Stärke, die weit um meine hinausgeht. Krass, Mann. Oh, yes. Droschel. Oh Mann, das Draschel, was tut es da bloß? Ich glaub's kaum, aber es ist so episch. Unser Blackie hat die letzte Stufe erreicht und sich zu Brutalanda entwickelt. Ist das geil. Oh, ich will Fliegen lernen. Nö, eigentlich nicht. Ich wollte gerade mal gucken in den Werten, kann das irgendwie gerade. Ich komme gerade an die Werte nicht dran. Scheibenkleister. Nö, kann. Nee, nicht lernen. Großartig, das war großartig, junge Trader. Nein, du bist noch viel mehr. Du bist ein Held. Du hast beharrlich an das Miteinander von Mensch-Pokémon geglaubt. Meine Ideale dagegen hast du abgelehnt. Und verzweifelt versuchst, das Ende der Welt abzuwenden. Es besteht kein Zweifel, du bist ein Held. Und dennoch, für mich gibt es keinen anderen Weg. Ich werde meine Ideale nicht verraten. Es ist meine Bestimmung, die Welt auf die nächsthöhere Entwicklungsstufe zu bringen. Mit Hilfe des roten Steins wird Groudon eine Protomorphose durchführen und dadurch das Ende der bisherigen Welt einleiten. Nein, bitte nicht. Mark, bitte warten Sie, Sir. Oh mein Gott, wer wird das wohl sein, Freunde? Das will es mir sehen wir in der nächsten Episode hier bei Pokémon Omega Rubin. Bis dahin, ciao zusammen.